Gleichstellung zwischen Mann und Frau war und das auch nach heute immer ein Thema, weil auch nur 100 Jahre noch immer keine Gleichstellung haben. Frauen verdienen oft Männer, schaffen à temps partiel. Das ist ein Problem, wenn sie den Hauptverdiener von der Familie sind, zum Beispiel wenn sie monoparental sind. Das halt nicht mehr so, dass der Mann den Alleinernährer von der Familie ist. Auch Frauen müssen ihre Existenz sich eigenständig sichern können, brauchen dieselben Lohn für gleichwertig Arbeit. Wir rufen dazu ab, gegen die verstoppte Diskriminierung von Frauen an der Arbeitswelt, besonders was die Lohnstruktur betrifft, zu kämpfen. Wir verurteilen, dass die Frauen, die nicht auf ihre Kammerwunsch verzichten wollen, an der Arbeitswelt diskriminiert gehen. Ein Kant kriegen darf nicht heißen, dass die berufliche Karriere von der Frau rüber ist. Wir fordern neue Formen von Arbeitszeitorganisationen, die nicht nur eine mehr hohe Lebensqualität für die Frauen bedeuten, aber auch von der die Männer profitieren können. Auch die Männer sollen Berufs- und Privatleben besser koordinieren können. Wir fordern die Regierung auf, zusammen mit den Frauenorganisationen weiter zum Thema Gleichstellung zu sensibilisieren. Es muss zu einem Mentalitätswandel in der Gesellschaft kommen. Der traditionelle Rollenbild, dass die Frauen für die Familie und Kinder zuständig sind, entspricht nicht mehr der Realität von heute. Es hat nicht nur mit Gerechtigkeit zu tun, sondern auch mit wirtschaftlicher Vernunft, dass Frauen und Männer sich selbst beruflich entfalten können. 60% der Studenten sind Frauen, aber nur ein Bruchteil von ihnen finden wir an den irdischen Strukturen von den Entreprisen rum. Das muss uns zu denken geben. Dafür fordert die NZGB die gleichen Rechte, dieselbe Responsabilität, den gleichen Lohn, dieselbe Decisionsbefugnisse für Frauen und für Männer.